Guten Tag, ihr Leid. So. Weiter geht's. Prioritierenderweise. Wer bist denn du, Blondmann? Ja. Diese Risse lassen Leute einfach verschwinden? Was sollen wir denn jetzt tun? Ich kann kaum noch klar denken. Ja, zum Haare frisieren reicht's aber. Hup, hup. So. Waren wir schon bei dem da im Haus? Weiß ich gar nicht. Also wir sind ja gerade... Ja doch. Ah ja, stimmt, da haben wir das Fleisch kopiert. Wir sind ja gerade in diesem Dorf angekommen. Ende der letzten Folge. Da müssen wir uns jetzt hier natürlich erstmal ordentlich umgucken. Das ist natürlich ganz klar. Guck mal hier. Uiuiui. Da ist ein Holzschwert. Oh, ho, ho, ho. Moment. Kenne ich die schon? Ein Krug. Okay, was macht der Krug? Gewöhnlicher, unklassierter Krug, kruder Machart. Ach, ich liebe das Wort krude. Bietet genug Platz, um sich darin zu verstecken. Bei dem Comicladen, wo ich früher immer war, also wo ich jetzt auch noch hingehe, aber da ist jetzt, ich schweife ab. Da war früher die Betreiberin vom Comicladen, das war die Ute, das war eine coole Sau. So, um's mal, also, das war eine coole Comicladenbesitzerin, so. Und die hatte, Comics halt, ne? Und hat die dann halt so sortiert, was weiß ich was, Superhelden, Marvel, DC, was weiß ich was, Image, irgendwie sowas. Und halt, hinten europäische, was weiß ich was, da. Und dann hatte sie halt noch so einen Abschnitt in ihrem Comicregal, also in dem einen, das dann in der Mitte stand. Und das hieß krudes Zeugs. Ey, das war so cool. Da war... Naja, was soll man sagen? Da war halt irgendwie krudes Zeugs. Das war halt wirklich so. Ich habe dieses Abteil geliebt. Da habe ich sehr viele Comics gekauft. Krudes Zeugs, ja, genau. Und ja, die ist dann irgendwann, ich weiß nicht, in Rente oder zur Ruhe hat sie sich gesetzt. Der Comicladen gibt's immer noch, ist jetzt halt einen neuen Inhaber übergegangen, der jünger ist und sowas. Und ja, also, da geht jetzt halt mehr in die Manga-Schiene, hatten sie früher auch, aber eher jetzt halt mehr und weniger Comic, also, ja. Und es gibt nicht mehr, das krude Zeug hat dann nicht mehr, ach man, also das Abteil krudes Zeugs. So. Alle sind ganz aufgebracht, weil jemand aus unserem Dorf von einem Riss verschluckt wurde. Und die Wälder in der Nähe sind voller Monster. Es gibt kein Entkommen für uns. Ja, so. Krudes Zeug, ach schön. Hey, hallo kleiner Mann. Ich habe ein Trampolin geschenkt bekommen. Toll, oder? Du darfst auch mal drauf hüpfen, wenn du willst. Mach ich gleich. Moment. So einen gigantischen Riss habe ich noch nie zuvor gesehen. Der bekommt jetzt wirklich mit der Angst zu tun. In den Sudelia-Wäldern lebt so ein seltsamer alter Kauz. Hoffentlich ist er nicht in den Riss geraten. Das ist ein Shop mit einer Katze drauf. So, ich muss da natürlich... Aha! Zuhauen. Okay, das ist cool, das will ich mir merken. Trampolin gemerkt, sehr gut. Das lese ich jetzt nicht durch, was das Trampolin macht. Das trampoliniert halt. Das war ja so klar. Sag mal, Grund des Brunnens. Ja, was ist denn der Grund des Brunnens? Guck mal, da ist schon wieder ein Bett. Und eine Kiste. Ist bestimmt ein Herzteil drin. Nee, was ist denn das? Blumennektar mal 5 erhalten. Direkt konsumiert kann dieses Item Herzen auffüllen. Auf diese Weise eingesetzt ist der Effekt aber schwach. Blumennektar? Für was brauche ich denn Blumennektar? Oh, ich habe jetzt, hier. Wichtige Items. System. Oh, Amiibos gibt's. Oh, schön. Kann ich gleich sagen, in der nächsten Folge, gucken wir mal, was die Amiibos machen. Nee, pass auf, mach mal anders. In dieser Folge gucken wir noch, was Amiibos machen. Ich habe, viele Amiibos. Ich werde jetzt erstmal die Zelda-Amiibos, die ich habe, benutzen dann. Also wir spielen jetzt hier noch ein bisschen. Ich ruckel mich, ich meine, ich prioritiere mich hier noch ein bisschen durch. Was gibt's denn hier? Gibt's da Schuhe im Schaufenster? Da ist eine Eule. Ach, guck mal, das ist das Zimmer von Link. Oder das Haus. Zumindest ist das mal die Mütze. Oh, erstmal ordentlich ins Bett gepupst. So, der Ofen ist aus, aber Holzscheite sind noch drin. Er hat also alles schon mal vorgerichtet, um dann später nochmal... Hat er da ein paar Rubine? Was ist denn das?
Du hast einen Monsterstein erhalten? Diese abartigen Steine bilden sich im Körper von Monstern. Ja, okay, aber was machen die? Genau. Ich habe keine Ahnung, was diese Monstersteine machen. Naja. Vogel. Geht nicht. So, dann gehen wir jetzt mal in dieses Lädchen. Nein, ich werde hier nichts klauen. Zeig mal her. Ah, der lässt sich, glaube ich, nicht so schnell beklauen. Okay, also, was haben wir denn hier? Mehr Blumennektar? Hoho, Sie haben ein Auge für Qualität. Das ist Blumennektar. Den können Sie auch in größeren Mengen kaufen, wenn Sie möchten. Nö. Passt schon. Ein Herzteil zu kaufen? Wenn du 4 Stück davon sammelst, ja, dann nehme ich das doch. Dann habe ich 3. Aber ich hoffe jetzt nicht, danke sehr, bitte sehr, dass das jetzt einfach wieder immer nachkommt und man kann sich dann seine Herzteile zusammenkaufen. Das wäre ein bisschen billig. Was ist denn das? Rotes Elixier. Füllt deine Herzen auf. Traditionelle Medizin, die in ganz Hyrule geschätzt ist. Kostet nur 30. Nehme ich. Boah, ich habe nur 60 Rubine. Ich hatte nur 60 Rubine. Jetzt habe ich nur noch 30. Ja, bitte sehr. Okay. So. Jetzt habe ich ja quasi mit allen geredet, oder? Was hat die mir eigentlich gesagt? Oh. Wälder, bla bla bla. Dann gehen wir mal in die Wälder. Komm, wir gehen jetzt in die Wälder, gucken da. Oder, passt auf, ich mache jetzt für euch nicht sichtbar hier ein kleines Päuschen und dann hole ich mir mal ein paar Amiibos und dann gucken wir mal, was passiert. Wo ist denn der Pause-Knopf? Ich nehme den hier. Danke. Zack, da bin ich wieder. Sorry. Nicht wundern. Oh, da habe ich einen Fehler gemacht. Das werde ich noch schnell verbessern. Ich wollte gerade sagen, nicht wundern, dass ich jetzt ein bisschen kleiner bin. Hallo, jetzt geht's wieder. Dass der Rahmen ein bisschen kleiner ist. So, hab ich gerade abgeändert. So, also, ich habe hier eine kleine Schachtel. Die sieht größer aus, als sie ist. So groß ist sie auch nicht. Tada! Guck mal, da ist sogar ein Link drauf. Da habe ich meine ganzen Zelda-Amiibos drin. So, und die probieren wir jetzt halt aus. Also nicht alle. Mal gucken. Also ich will ja wissen, was diese Amiibos machen. Das war der falsche Knopf. So. Dann berühren wir mal. Keine Ahnung, welchen nehme ich. Ich nehme mal den größten. Dieses komische Krabbelvieh da. Okay, ich habe 5-mal Glutpfeffer erhalten. Ja, da freue ich mich doch. Dann nehme ich Toon Link. Sollte man von Wind Waker. Eins meiner liebsten Zelda. Ja, hallo? Zugriff auf Amiibo ist ein Fehler aufgetreten. Ich glaube, es hackt. Kann ja wohl nicht sein. So, nochmal. Haha. Rüstmango erhalten, okay. Machen wir mal, was haben wir denn sonst noch Feines? Ich hab noch hier einen Pixel-Link. Einen pixeligen Link halt. Naja. Steinsalz. Steinsalz kenne ich noch aus Breath of the Wild, okay. Pro Tag 3-mal Amiibo verwenden, um Items. Okay. So, dann hätten wir das auch geklärt. Man kriegt irgendwelche Items. So. Keine Ahnung, was für Items das man genau kriegt. Moment, ich muss hier nochmal ein bisschen. So, jetzt ist es fein. So. Keine Ahnung, was für Items das man genau kriegt. Aber jetzt wissen wir das. So. Das ist ein sehr kleines Dörfchen. Ich muss mal ein bisschen weiter hier rüber rutschen, so, dass ich auch ein schönes Bild bin. Hallo. Ach, da ist die Kamera. Also ist jetzt in diesem Dörfchen nicht mehr als das hier? Ja, dann. Und du hast mir was gesagt? In den Wäldern, okay. Ich schätze mal, dass hier die Wälder sind. Zeig mal her. Zudelia Grasland, Zudelia Wälder. Schild. Was mache ich denn mit einem Schild? Schlichtes Hinweisschild aus Holz. Sorgt dafür, dass man in Hyrule nicht vom rechten Pfad abkommt. Ach, mach Sachen. Macht denn das Trampolin? Kinderspielzeug, bei dem ein Tuch in ein Holzgestell gespannt ist. Lässt sich höher springen als gewöhnlich.
Oh, was ist das? Was ist denn das? Guck mal, Zelda. Versuch mal, das hier zu berühren. Wie versuchen? Berühr. Oh, was ist das? Ein Wegfreund habe ich gerade registriert. Über die Karte kannst du dich ab jetzt direkt hierher teleportieren. Oh, das ist schön. Siehst du das Licht? Es hat funktioniert. Das ist einer der Wegfreunde, die wir Tri verwenden. Risse können überall auf der Welt auftauchen. Dank diesen Statuen können wir ganz schnell an die richtige Stelle gelangen. Wenn du einen Wegfreund entdeckt hast, kannst du ab dann ganz einfach dorthin reisen. Du wirst es schnell zu schätzen lernen. Ich tue es jetzt schon schätzen. Sobald du einen Wegfreund angesehen hast, kannst du jederzeit... Ja, das hat er gerade erklärt. Also die findet man in den entlegensten Orten. Wenn du einen bedeckst, solltest du ihn unbedingt berühren. Ich dachte, ich kann den hier... Nee, ich dachte, ich kann den hier zaubern. Also, die Frage ist jetzt, wo wir hingehen. Wir haben ja gesagt, in den Wäldern ist was. Grasland oder Wälder? Ja, dann gehen wir mal ins Grasland. Guck mal, da ist schon jemand. Hey, antworte, wenn du mich hören kannst. Was ist denn mit dir, hä? Ja, ich weiß nicht, wer du bist, aber bitte, du musst uns helfen. Moment mal, diese Kapuze. So eine hat Link auch immer getragen. Ist sowas jetzt in Mode? Ah, das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt für ein solches Geplauder. Meine Frau wurde vom Riss verschlungen. Hey, kannst du mich hören? Ich bin hier. Also der wurde... Ich finde es lustig, dass ich halt einfach nicht reinlaufen kann. Okay. Wurde da wohl verschlungen? Oh, das Geld. So. Dann hat sich das wohl erledigt. Wir müssen wohl in den Wald gehen. So. Spüre die Anwesenheit vieler Lebewesen. Der markierte Ort ist nicht mehr weit. Ist er? Ah ja, stimmt, der ist irgendwie so nördlich. Haha, das ist ein Gegner. Moment. Hier, du darfst. Zacka! Machst du alle. Da ist noch einer. Sehr gut. Was? Du Lusche! Ich mach mir wieder Blobse. Die können besser. Hier, Fledermausi. Geh mal auf den da drauf. Echt jetzt. Kann ja gar nichts. Gib mal her. Jetzt gibt's wieder Blob-Battle. Karton. Was? Was ist das für ein mega starker Blob? Ey, das ist ja wohl der geilste Blob überhaupt. Den muss ich haben. Da, zack. So. Oh, ist das ein Dungeon oder so? Moment, ich muss dieses Schild angucken. Vorsicht vor Monstern im hohen Gras. Ich gehe jetzt natürlich erstmal da rein. Ich muss ja gucken, was das da ist. Da, friss das, Junge. Du Lusche. Das auch einen haben, da? Meine Kollegen. Was? Der ist nicht kaputt gegangen? Der ist immer noch nicht kaputt gegangen? Was ist mit dem los? Jetzt endlich ist er kaputt gegangen. So. Was ist das? Ketzoll. Sicher, dass es nicht Ketzoll ist? Weißer Zoll mit einer Flamme auf dem Kopf. Entzündet alles, was er berührt. Okay. Achso, jetzt kann ich hier auswählen. Ja, nee. Ich mochte den da eigentlich. Das Seeigel. Ja, es ist ein Seeigel. Ich wollte es nur lustig aussprechen, weil ich das lustig finde. Komm mal hoch. Bin ich jetzt schon in einem Dungeon oder wie?
mache jetzt halt hier natürlich erstmal ordentlich Gras platt. Oder ist rein? Ah ja, ich verstehe schon, ich verstehe. Wir müssen jetzt natürlich die Fackel hier entzünden. Zack. Ich bin so schlau. Bin ich doch glatt aus Versehen schon in den ersten... Also, es ist gar kein Dungeon, okay. Ich dachte doch, das wäre ein ziemlich unlamer Dungeon. Nicht unlame. Was gibt's denn? Ohne leere Flasche. Schön. Robuste leere Flasche. Feen fliegen freiwillig. Im Ernst jetzt? Die muss man immer fangen? Ja, das war natürlich gut. Und wie benutze ich sowas? So eine Feenflasche? Ich kann die gar nicht auswählen oder so. Also wenn ich eine Fee sehe, dann geht die automatisch da rein oder wie? Das ist ja mal interessant. Hätte ich gedacht, dass das so Unterschiede gibt zum... Ich sag jetzt mal Vorgänger. Es ist natürlich nicht der Vorgänger. Der Vorgänger wäre natürlich Tears of the Kingdom oder so. Aber ich meine, Link's Awakening. Ja, ich weiß, dass Link's Awakening ein Gameboy-Spiel war. Das weiß ich daher, dass mein Lieblings-Gameboy-Spiel ist. Und ja, ich bin ein Fan von Link's Awakening für den Gameboy. Nicht die Color-Version. Sondern die Gameboy-Version. Die normale Gameboy-Version mit den versauten Witzen. Also so, nicht hier, dass man von der kleinen Meerjungfrau die Perlenkette sucht oder so. Nee, man sucht das Bikini-Oberteil. Oh, da ist eine Schlange. Ah! Giftwurm. Okay. Schlangenmonster, das sich blitzschnell auf seine Beute stürzt und sich unter Wurfgeschossen hindurchschlängelt. Ja, dann nehmen wir das gleich. Das ist jetzt ganz hinten, oder wie? Okay. Erstmal hier. Ich finde übrigens... Oh, wie? Das hat nicht gereicht. Hey, geht's noch? Komm her, Blob, hilf mir. Hilf mir. Hilf schneller. So, jetzt ist er endlich platt. Junge. Ich werde hier fertig gemacht. Ich brauche wieder meinen Seeigel. Das ist die wichtigste Waffe überhaupt. Da kann ich oben rumgehen, ich kann unten rumgehen. Ja, gehen wir natürlich so rum. Überraschen wir diese Schlange hier. Guck. Aha! Damit hat sie nicht gerechnet. Meiner hinterhältigen Seeigel-Attacke. So. Okay, da ist noch was, wo wir noch nicht drin waren. Oder war ich da schon drin? Ne, da war ich nicht drin. Guck mal, da ist eine Leiter. Ne, da war ich. Was ist denn das da oben? Da steht doch wer. Hä? Okay, ich merke schon, ich muss da rein und dann links weitergehen. Hallo Flemly. Keine Ahnung, ob der Flemly heißt. Ich nenne ihn einfach mal so. Ja, wie? Bin ich Energie jetzt? Ja, aber was mache ich jetzt mit dem? Hau ich dem irgendwas? Soll ich ihn anzünden? Hier. Oh ja, anzünden war das. War die Lösung. Ein Gürtelpraller. Lebt in Höhlen und auf Ebenen, rollt sich bei Feindsichtung zusammen und rast los. Bis eine Wand im Weg ist. Ich glaube, damit kann ich durch Kisten durch. Kann das sein? Okay. Das ist ein Apfel. Was macht denn der Apfel? Ein Zitterapfel erhalten. Direkt konsumiert kann dieses Item Herzen auffüllen. Auf diese Weise eingesetzt ist der Effekt aber schwach. Ja, wie soll man ihn denn sonst einsetzen? Du Zitterapfel, du. Ja, ich weiß. Oh, was sie immer noch nicht gelöst haben, ist dieses komplett bescheuerte, wenn man nur noch ein Herz hat,
So, jetzt habe ich, glaube ich, ein Herz mehr. Ich habe jetzt 4 Herzteile, jawohl. Das kann ich gerade sehr gut gebrauchen. Dieses Gepiepse da, wenn man nur noch ein Herz oder weniger hat. Oh, ist das schlimm. Wenigstens ist es diesmal nicht ganz so penetrant wie sonst alles. Das habe ich schon ausgewählt, das komische Bieder. So, jetzt pass auf. Das soll schon den angreifen. Junge, bist du ein Depp. Echt jetzt. Lass mich in Ruhe. Ah. So, ich glaube, der da kann vielleicht ein bisschen mehr wie die anderen, oder? Ich habe nichts gesehen. Speermoblin. Aggressives Monster, das in ganz Hyrule vorkommt, mit seinen Speeren erreicht. Oh, das braucht 2. Guck, ist auch Ziele auf höheren Ebenen. Sehr gut. Dann kommen sie gleich mal her, Monsieur Speermoblin. Das braucht 2 so Pixel-Dinger. Wie viel habe ich jetzt noch? Moment. Mir ist da gerade was aufgefallen. Tatsächlich, guck mal, der Schweif von Tri zeigt an, wie viel Pixel-Dinger ich habe. Also wie viel, also ich kann jetzt ein Monster machen, das 2 kostet und dann noch irgendwas, was 1 kostet. Da ist eine Möwe. Eine Möwe? Eine Fee. Komm mal her, Fee. Ich habe eine Flasche. Ah, tatsächlich. Man muss einfach nur in die Fee dran. Und ja, das ist ja wirklich praktisch. Okay. So. Also jetzt bin ich auf der anderen Seite von dem Spalt. Oh, guck mal, da ist ein halbes Haus. Wenn das eine Grillhütte wäre, gibt es da bestimmt halbe Hähnchen. Oh weh, du wolltest zu diesem Haus, oder? Es wird von einem Riss verschluckt. Ja, ich sehe es. Es ist meine Aufgabe, Risse zu schließen. Und ich habe viele Gefährten, die dasselbe tun. Ja, dann zeig doch mal, wie man Risse schließt. Eigentlich hätten sie diesen Riss längst schließen müssen, aber er ist immer noch hier. Ihnen muss was zugestoßen sein. Wollen wir der Sache gemeinsam auf den Grund gehen? Ja. Meine Gefährten befinden sich bestimmt im Innern des Risses. Wenn ich sie alle versammle, müssten wir den Riss schließen können. Ich will aber nicht ins Innern vom Riss. Was macht er denn jetzt? Jetzt guckt er. Hier entlang, Zelda. Wir müssen eine Stelle finden, an der wir den Riss betreten können. Okay. Ich will natürlich erstmal hier gucken. Okay. Hopp. Hopp. Kann ich hier den Riss betreten? Nee. Kann ich hier den Riss betreten? Nee. In so Rissen, da wachsen ja auch Sachen, ne? Rispentomaten zum Beispiel. Und daraus kann man Risotto machen. Nicht auf das Fleisch, das andere. Ey, du Depp! Du sollst nicht da mitessen! Ihr seid schon irgendwie doof, oder? Alle beide. So. Alle flach gemacht. Flach gemacht? Platt gemacht, wollte ich sagen, Mann. Flach gemacht. So. Okay, also das waren jetzt so die Kämpfe. So, also, ja, es ist natürlich was komplett anderes als die normalen Kämpfe mit Schwert und so. Pass auf. Dann mache ich mir da jetzt noch einen Stein hin. Das war jetzt nicht so geplant, dass ich den Stein der Schlange auf den Kopf stelle, aber es hat funktioniert. Oh, Träubchen gefunden. Eine Vitaltrauben. Ja, direkt konsumiert, aber wie kann man es denn anders konsumieren? Das habe ich irgendwie jetzt noch nicht rausgefunden. Ey, Alter, geh da hin. Ach, das Ding ist da kaputt. So. Blumennektar. Ich weiß gar nicht, was ich das alles brauche. So, ich muss erstmal da oben gucken. Kann man da reingehen? Wir müssen ja irgendwie noch gucken, wie wir in den Riss reinkommen. Das ist so
unsere Aufgabe gerade, wenn ich da runtergehe? Ich glaube, da unten, da sind Flammen, da muss ich wahrscheinlich hin. Oh, guck mal da. Der wird natürlich berührt. So, sehr schön. Okay, ich bin zu weit links. Jetzt pass auf. Ich beam mich jetzt einfach, also nicht beamen. Ich hüpfe da jetzt einfach runter, zack. Na, den wollte ich eigentlich gar nicht machen, sondern den hier. Und dazu dann noch die Schlange, dass die auch was zu tun hat, weißt du? Oh, die Schlange macht die ganze Arbeit. Echt jetzt? Die Schlange macht die ganze Arbeit. Und der andere steht da und guckt blöde. Der Moblin. Der ist so doof. Moment, das kann ich mir merken. Ein Fackelgestänge oder so. Eine Feuerschale. Eine lustig brennende Feuerstelle. In ihrer Nähe wirst du selbst in eisiger Umgebung nicht frieren. Interessant. Jetzt ist die Frage, ich muss wahrscheinlich oben weitergehen, denke ich. Also ist es vielleicht gut. Mach mal Platz hier. Wenn ich jetzt da reingehe, ist gut, oder nicht? Ich finde schon, dass das eine gute Idee ist. So. Wir brauchen mehr Geld, ganz wichtig. Also tue ich hier natürlich alles durchgehen. Ich höre was. Wow. Da brauchen wir den hier. Aua, ich häng fest. Hast gesehen, ich habe gerade getroffen. Ich warte, bis er wieder aufhört zu drehen. Also das ist meine Taktik. Ich warte einfach, bis er aufhört zu drehen. Kann ich denn da einen Felsen? So, hab ich dich. Was ist es denn? Das erscheint mir auch recht praktisch. Killeranas. Oh, das ist ein Dreier, ja. Pflanzenmonster, das sich drehend mit seinen donnigen Wurzeln auf dich stürzt. Feuer bekommt ihn jedoch schlecht. So. 3 Dingsies kostet das. Und ich kann erst 3 machen. Also jetzt... Interessant. Was mache ich jetzt hier eigentlich? Oder war das jetzt nur hier, um dieses Dingens da zu kriegen? Das kann natürlich sein, dass ich hier einen großen, starken Gegner finde. Ja, kannst verschwinden, Junge. Brauch dich nicht mehr. Killeranas. Wie kommen wir jetzt da hoch? Ja, wir könnten uns jetzt natürlich einfach hochbeamen. Das ist ja aber die Billigversion. Ja, ich guck mal, ob das irgendwie... Nee, wir kommen... Ja, super, ich kann einfach hochhüpfen. Mann, ey. Ich hab das noch nicht so drauf, ihr Leute. Echt jetzt. So. Zack. Guck. So. Na. Also, hier müssen wir wohl hin. Ja, und nun? Ich weiß, ich muss da rein. Jetzt lass mich doch. Wie ich es mir dachte. Im Innern des Risses spüre ich die Anwesenheit meiner Gefährten. Aber sie rühren sich nicht, als würden sie von irgendetwas festgehalten. Ohne sie kann ich den Riss nicht schließen. Kann man dem Riss nicht auf die Schliche kommen. So. Aber wenn wir den Riss betreten und meine Gefährten befreien, können wir ihn mit vereinten Kräften beseitigen. Zelda, mit deiner Unterstützung kann ich meine Gefährten sicher retten. So. Willst du mir dabei helfen? Ich mag es, wenn wenigstens noch die Auswahl kommt, ja und nein. Wenn du natürlich dann willst du mir helfen, nein wählst, dann, ach, bist du dir sicher? Und dann kommt wieder ja, nein. Und irgendwann musst du dann halt ja wählen, aber einfach mal so, naja. Was macht der denn? Oder die? Oder das? Ist da jetzt ein Loch drin? Kann ich da jetzt reinhupfen? Aha, da gelangen wir also hinein. Ich bitte dich, lass uns meine Gefährten retten. Okay. Weiß nicht. weiß nicht. Ja, komm, hopp rein damit. Ich kann nicht. Ach so. A drücken. Ja, super, ich bin doch auch gehüpft.
War halt kein A-Hüpfer, weißt du? Eieiei. So, die Sudelia-Wälder im Nichts. Was ist denn hier los? Kann ich hier runter? Ja, kann ich. Das ist aber interessant. Ui, das sieht schön aus. Dies ist die Welt des Nichts. Alles hier wurde vom Riss verschlungen. Schwebt haltlos umher und löst sich allmählich in nichts auf. Aber mit Hilfe unserer Kraft können meine Gefährten und ich alles wiederherstellen. Ja, dann mach mal. Ich spüre ihre Anwesenheit weiter voraus. Gibt's hier auch eine Karte? Also wir gehen jetzt dahin. Soweit, so klar. Gibt's hier eine Karte? Ja, guck mal, es gibt wirklich... Ja, okay, man sieht halt nicht viel. Huch, nein, ich will das weghaben. B zurück. Ach, keine Ahnung, was habe ich hier. Ja, soweit, so klar. Da hüpfe ich jetzt rüber. Okay, das finde ich cool irgendwie. Da ist ein Gegner. Auf den Blob da drauf. Geh auf den Blob da drauf. Auf die Gegner drauf. Also, ja, gut. Es wurde ja gesagt, dass, kannst wieder weg, danke. Dass, wenn man Gegner anvisiert, dass dann die Echos, die Echos, die man erschafft, dass die dann da angreifen. Also hier bin ich hoch, gell, ja. Hey, das finde ich hier, was ist denn das? Hey, das ist die Smiley Silly. Alle Lebewesen, die vom Riss verschluckt werden, erstarren und können sich nicht mehr bewegen. Überlässt man sie ihrem Schicksal, verschwinden sie allmählich. Nur bei dir ist es anders. Du bist besonders, Zelda. Danke. Nein, nicht runterfallen. Okay. Hup. Dann machen wir mal einfach Fliegeding gegen Fliegeding, oder? So. Nein, falscher Knopf. Ihr könnt übrigens ruhig angreifen, habe ich keinen... Echt jetzt? Kämpft doch mal für mich! Kämpft für mich! Schlechtesten Kämpfer der Welt hier. Okay, da ist ein Knopf. Knopf macht Tor auf. Ich gehe von Knopf runter, Tor geht zu, schätze ich. Tor geht nicht zu? Okay. Ich dachte, ich muss da jetzt einen Topf auf den Knopf stellen. Scheinbar nicht. Kein Topf auf keinen Knopf. Ganz ruhig. Ganz ruhig, Papa ist hier. Ja, du kannst ruhig kämpfen. Komm mal hier, greif mal den da an. Heute noch. So. So, ich muss mal ein bisschen Energiegedönse zu mir nehmen. Wie mache ich das? Ja, das füllt 4. Ah, das hebe ich mir auf. Guck mal hier, ich esse so eine Traube. Oder auch nicht. So, reicht mir. Hauptsache es piepst nicht mehr so blöde. Blöde. Ist... Ich finde... Es gibt hier relativ wenig Herzen. Ah, ist bald weg. Oh weh. Ich verstecke mich hier hinterm Stein. So, warte, bis der da seine Arbeit getan hat. Genau, stoßen runter. Ist sehr gut. Hast du gut gemacht. Bist ja doch zu was zu gebrauchen. Ich habe nie an dir gezweifelt. Okay, es gibt einen linken Weg und es gibt einen rechten Weg. Wir gehen natürlich links. Da hängt schon wieder wer. Das ist jetzt aber die Sinstratula, oder?
Diese Person habe ich im Schloss gesehen. Wenn wir den Riss schließen, wird sie wieder lebendig. Das ist doch gut. Okay, jetzt will ich dann doch wissen, was da rechts ist. Also wenn hier was zu entdecken gab, dann ist rechts bestimmt irgendwie was anderes. Das war's. Es gab einfach nur Rubine und eine Erklärung. Eine Erklärung, dass man auch auf seitlich stehenden Bäumen klettern kann. Okay, alles klar. Dann müssen wir wohl doch hier weiter. So, hier scheint es nicht mehr weiterzugehen. Hier sind wir, glaube ich, richtig. Hoffe ich. So. Das hier ist der Ort, an dem du gefangen gehalten wurdest. Ach so. Wir nähern uns meinen Gefährten. Ich spüre ihre Anwesenheit weiterhin. Erstmal. Ah, Sudelia-Ruine. Erstmal dieses Dingens aktivieren, das ist wichtig, ne? Aha. 2 Geschosse gibt's. Wegfront registriert. Über die Karte kannst du dich jetzt direkt hierher telefonieren. Das weiß ich doch. Dann nehme ich das da und guck mal, ob wir hier ein bisschen Herzen kriegen. Ja. Gehen wir weiter? Gehen wir nicht weiter? Ja, komm, wir gehen noch ein bisschen weiter. Ich meine, das Ding hat irgendwie nur 2 Stockwerke. Das kriegt man ja wohl ansehen. Ui. Ist ja dieser Fels im Weg? Ja, schon. Um meine Arbeit, die Welt wiederherzustellen, muss ich gelegentlich auch Hindernisse aus dem Weg räumen. Die Kraft, die ich dabei einsetze, könnte dir ebenfalls nützlich sein. Zeig mal her. Mit Hilfe des Stabs kannst du allerlei Dinge dazu bringen, sich im Einklang mit dir zu bewegen. Wende dich der gewünschten Sache zu und schicke mich mit X los. Okay. Nun bist du mit dem Fels im Einklang. Anschließend musst du dich nur noch bewegen. Ach so. Ja, das ist ja cool. Okay. Alles klar. Haben wir hingekriegt, weil wir nämlich schlau sind. So. Warum kann ich diesen Felsen hier bewegen? Deshalb kann ich ihn bewegen. In den Töpfen ist verdächtig wenig Herzen und so, ne? Früher war es ja oft so, wenn du wenig Herzen hattest oder dir überhaupt ein Herz gefehlt hat, dann war es so. Moment. Dann war es so, dass wenn du einen Topf oder so kaputt gemacht hast, dass da dann Herzen rauskamen. Und wenn Herzen voll waren, dann hast du keinen gekriegt. Dann hast du Rubine oder so gekriegt. Kann ich das auch so rausziehen? Ah ja, tatsächlich. Ich kann dann so auch Sachen rausziehen. Sehr gut. Was gibt's denn feines? Butter? Leuchtbutter. 5 Stück. Kuriose Butter, die durch Fermentation erzeugte lumineszente Stoffe enthält. In dieser Form ungenießbar. Ja, was mache ich denn mit dem ganzen Zeugs? Dann müsste man so langsam eine Erklärung... Also, wenn sie wenigstens sowas sagen würden wie... Ja, du kriegst später eine Erklärung, oder... Ja, keine Ahnung. Also, es wird wahrscheinlich später eine Erklärung kommen. Hoffe ich doch mal. Achso, das sind so Schnüre. Das waren natürlich meine Reflexe. Moment. Ich muss die da besiegen. Kommt dann immer den Rollo. So. Seiltulla. Alles klar. Spinnenartiges Monster, das an robusten, aber leicht entflammbaren Fäden von der Decke baumelt.
Na gut, dann zeig mal her, wie robust das Ding ist. So robust. Okay, alles klar. Ja, das ist nix. Das war auch nix. Moment. Oh, ist gut. Zack. Was gibt's? Oh, eine Karte. Ist es wieder so, dass es eine Karte gibt und einen Kompass? Okay, komm, wir gucken mal. So. Ui, das ist doch ein größerer Dungeon als gedacht. Und das ist nur das Erdgeschoss. Junge. Oder? Nee. Das hier ist das Erdgeschoss. Okay. Ich bin aber da unten irgendwo. Da ist der Eingang. Ich bin's. Aber schön, dass sie jetzt zeigen, wo die Türen hingehen. Das ist wirklich schön. So. Aber ich muss da rüber. Na? Ja. So, ihr Leute. Ich habe eigentlich gedacht, ich wusste nicht, ob das ein Dungeon ist. Ein richtiger. Oder ob das irgendwie was anderes ist. Was baue ich mir hier jetzt Feines hin? Ein paar Steine, oder? Und da noch ein Stein. Und da ein Stein. Und jetzt ein Trampolin. So. Und deshalb dachte ich so, ja komm, machen wir noch, dann wird ja in 5 Minuten sind wir da ja durch. Ja, scheinbar nicht. So, deshalb würde ich sagen, komm, mach mal Päuschen, oder? Oder wollen wir noch einen Raum? Wir machen noch einen Raum. Ein Raum geht noch. So, ich muss mal auf die Uhr gucken. Den habe ich ihn gerade ausgewählt. Ein Trampolin, da kann ich nichts mit anfangen. Ja, komm. Ich glaube, die wollen mir sagen, dass ich hier irgendwas anzünden soll oder so. Das wäre ja dieses Leuchtdingens da. Komm mal her. Komm, geh weg. Da geht's rein zum Endgegner, das weiß ich noch. Will ich aber noch nicht hin. Oder doch? Weiß nicht. Ich glaube, wir werden da wahrscheinlich eh nicht reinkommen, weil da müsst ihr ja wahrscheinlich, da ist ja zu, ne? Ach, das ist ein Aufzug. Ach so. Ja, aber das ist schon der Raum zum Endgegner, oder nicht? Stimmt, das war der Raum zum Endgegner. So, wir können auch auf der Karte gucken. Naja, so ein bisschen Raum zum Endgegner war es. Jetzt ist das kompliziert. Du kriegst also auch gleich die Schatzkiste angezeigt. Früher war das so, du hast eine Karte gebraucht und dann hast du, ja, so wie hier jetzt halt Karte, ne? Und wenn du aber einen Kompass noch gefunden hast im Dungeon, dann hast du auch noch die Schatzkisten angezeigt gekriegt. Jetzt kriegst du hier wohl gerade alles. Interessant. Aber für heute war es das. Sorry, dass ich jetzt hier mitten im Dungeon aufhören muss. Ich habe aber auch nicht damit gerechnet, dass das ein Dungeon ist. So, morgen machen wir genau an dieser Stelle weiter. Dankeschön und tschüss. So, morgen.